Es ist der 1. Januar 2023 und wie ihr seht, startet das Jahr schon wieder frisch und munter im Büro. Nein, das hat definitiv nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwelche guten Vorsätze gemacht habe, dass ich dieses Jahr besonders viel arbeiten will. Aber wenn ihr ganz genau hinhört, hört ihr es vielleicht im Hintergrund. Meine Festplatten laufen zum Start des Jahres schon wieder auf Hochtouren, um das ganze letzte Jahr super zu archivieren und natürlich auch wieder Platz zu schaffen für Neues. Gute 8 Terabyte Material hat sich letztes Jahr angesammelt, so viel wie also noch nie. Und damit das in Zukunft nicht einfach vor sich hinstaubt, habe ich gedacht, ich mache zum Start von dem Jahr gleich noch einen kleinen Jahresrückblick auf 2022 und erzähle euch dabei aber vielleicht auch noch ein paar Geschichten, die sich bei uns letztes Jahr hinter den Kulissen abgespielt haben. Weil eins ist klar, 2022 hat nicht nur wahnsinnig viel einmalige Momente für uns bereitgehalten, sondern auch Herausforderungen und Sachen, die unser Leben für immer verändern werden. Das ist unser 2022 im Rückblick. Viel Spass! Ja, unser Jahr hat eigentlich recht gut angefangen. Wir sind gestärkt durch unsere alljährliche Ingwer-Shot-Kur, gesund und vor allem auch motiviert, im Januar gestartet und haben mit unserem allerersten Storyflow-Team-Weihnachtsessen schon schnell ein erstes kleines Highlight erleben können. Genau, ihr habt richtig gehört. Vieles von dem hat es nicht auf YouTube geschafft. Gerade so ein bisschen was hinter den Kulissen bei uns abgegangen ist und da ist wirklich letztes Jahr auch recht viel gegangen. Wir haben unser Team verstärkt und uns mit der Lynn, Sammy und dem Roger Leute ins Boot geholt, die uns jetzt bei Storyflow schon mehr als ein Jahr tatkräftig unterstützen. Unter anderem haben wir so in mehreren Online-Workshops Firmen aus dem ganzen Aargau dürfen in Sachen Social Media schulen und ihnen beibringen, wie sie mit ganz einfachen Mitteln zu coolem Content kommen. Bei gewissen Kunden sind wir dann auch noch persönlich vorbei und haben ihnen in einem Video-Grundlagen-Workshop gezeigt, wie sie selber Videos produzieren können. Und natürlich sind wir auch weiterhin selber mit der Kamera unterwegs gewesen. Beispielsweise für Reporter ohne Barrieren an einer Kundgebung in Bern, für den Baumeisterverband auf diversen Baustellen in der Schweiz, für das Schweizerische Rote Kreuz bei mehreren Produktionen zum Thema Blutspende, für die Raiffeisen in der Region Aarau-Lenzburg und auch noch bei Google in Zürich. Was uns aber fast am meisten gefreut hat, ist, dass wir für die Aargauer Zeitung im 2022 eine Kolumne haben dürfen schreiben, wo wir alle 5 Wochen etwas zu unserem Leben in und um Aarau haben dürfen erzählen. Ja, wir haben wirklich Vollgas gegeben, weil auf persönlicher Ebene haben wir letztes Jahr alles einem grossen Ziel untergeordnet. Und zwar unserem grossen Hochzeitsfest Ende Mai in der Toskana. Ganze 4 Tage lang haben wir mit unseren Liebsten festen dort unten. Und damit für das Grande Festa alles picobello ist, sind wir im März und im April ziemlich an unsere Grenzen gegangen. Wer selber schon geheiratet hat und ein Hochzeitsfest organisiert hat, weiss, was da alles zugeht. Einladungen verschicken, Hochzeitsoutfit besorgen, Gäste über Anfahrt und Unterkunft informieren, Deko besorgen, Hochzeitstanz üben, für die Flitterwoche packen und. Ja, und dass wir uns eine Location in Italien ausgesucht haben die Vorbereitungen und natürlich auch die Kommunikation mit den italienischen Lieferanten unten nicht unbedingt einfacher gemacht. Und das, obwohl wir eigentlich eine Wedding-Plannerin hatten. Wir haben aber auch sonst Vollgas gegeben und halt probiert, so viel wie möglich vorzuschaffen, dass wir uns dann wirklich auch die Zeit nehmen können, rund um die Hochzeit, aber auch nachher gerade anschliessend mit einer längeren Flitterwoche, die wir geplant haben in Griechenland. Ja, ein bisschen haben wir uns und vor allem auch unsere Nerven da zeitweise schon ein bisschen überschätzt. Bei unserem letzten Besuch vor der Hochzeit bei der Location haben wir uns darum entschieden, dass wir noch ein paar Tage anhängen und einen Abstecher auf die Insel Elba machen. Wo wir einfach nochmal ein paar Gänge runterfahren, damit wir nicht kurz vor der Hochzeit noch mit Vollgas gegen eine Wand knallen. Ganz bewusst haben wir dort auch unsere grosse Kamera mal daheim gelassen und die Zeit einfach für uns genossen. Und auch wenn bei uns so Ferien häufig auch gleich noch ein bisschen mit Arbeiten verbunden ist und wir als Selbstständige eigentlich nie komplett abschalten können, schlussendlich sind die Tage auf Elba gleich die wertvollste Auszeit gewesen, die wir uns wahrscheinlich jemals gegönnt haben. Auch wenn uns dort zu dem Zeitpunkt gar noch nicht bewusst war, warum. Als wir von Elba zurückgekommen sind, war nämlich zuerst einmal Endspurt angesagt.
Neben Workshops, Drehs und Co. war es jetzt auch Zeit für unseren Junggesellenabschied. Melli ist mit ihren Mädels ein Wochenende auf Basel und ich kann zum Glück nicht verkleidet durch die Altstadt müssen. Dafür bin ich von meinen Jungs ins Tessin entführt worden zum Elefanten-Canyoning. Elefanten was? Ah ja, das feste Detail müssen wir glaube ich gleich nicht. Ja, wir haben im Großen und Ganzen eine Punktlandung angebracht mit unseren Vorbereitungen. Und es wäre eigentlich alles angerichtet gewesen für die grosse Feste. Eine Woche vor dem Fest haben wir uns spätestens auf den Weg runtermachen, um vor Ort nochmal die letzten Vorbereitungen zu treffen. Wenn es dort nicht etwas Kleines dazwischen gekommen wäre. Ja, gross war es wirklich nicht gewesen. Nur etwa so gross wie ein Heidelbeere. Und trotzdem hat das kleine Ding ziemlich für Furore gesorgt. Am Tag von unserer geplanten Abfahrt ist es darum nicht ab in den Süden gegangen, sondern zu der Frauenärztin, die uns bestätigt hat, dass wir von Elba, glaube mehr als nur ein paar schöne Erinnerungen mit heimgenommen haben. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass uns das so kurz vor der Hochzeit schon ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Vor allem, weil wir eigentlich überhaupt nicht mit Nachwuchs gerechnet haben. Und die Frage, ob wir überhaupt Kinder wollen, eigentlich eine war, die wir uns erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben stellen wollten. Zum heutigen Zeitpunkt, ziemlich genau eine Woche vor dem Geburtstermin, sind wir extrem dankbar dafür, dass uns die Entscheidung abgenommen worden ist, weil wir wahrscheinlich nicht den Mut gehabt hätten, uns so schnell für ein Leben mit Kindern zu entscheiden. Trotzdem müssen wir zugeben, so kurz vor der bevorstehenden Hochzeit ist es für uns zwei schon ein bisschen viel zum Verarbeiten. Aber auch wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, wo uns die Reise schlussendlich hinbringt, etwas haben wir schon dann gewusst. Wir haben nämlich noch jeden Weg zusammen gemeistert. Und wenn das kleine Ding halt unbedingt auch dabei sein an unserer Hochzeit, dann ist das genau eine von diesen spannenden Geschichten, die nur das Leben selber schreibt. Am Hochzeit selber hat es dann auch den Moment gegeben, wo wir gewusst haben, alles kommt gut. Nämlich, wo wir uns vor der Zeremonie das erste Mal gesehen haben. Ab dort hat uns nichts mehr aus der Ruhe bringen. Auch nicht das Gewitter, das uns pünktlich auf den Zeremoniebeginn die einzigen Regentropfen von der ganzen Woche geschickt und natürlich unser ganzes Programm durcheinandergebracht hat. Nein, umgeben von unseren Liebsten haben wir jeden Moment von diesem Tag in uns aufgesogen. Wir haben gestrahlt, gefeiert, gegessen und tief bis in die Nacht getanzt und gelacht. Es hat sich nicht nur angefühlt wie in einem Film, wir sind tatsächlich auch am anderen Ende rausgekommen und haben uns irgendwie zuerst mal kneifen. Und wo wir allen unseren Gästen und unserer wunderschönen Location nach diesen Tagen mussten Tschüss sagen, haben wir wirklich auch mehr als ein Tränchen verdrücken. Nach der Hochzeit sind wir noch mit ein paar von unseren engsten Freunden weiter auf Griechenland in die Flitterwoche und haben dort wirklich die Zeit von unserem Leben gehabt. Wir sind in die schönsten Sonnenuntergänge gefahren und haben beim Segeln alles hinter uns gelassen. So viele gute Erinnerungen sind dort entstanden. Wir haben das Leben zelebriert wie wahrscheinlich noch nie vorher. Ja, wir hätten noch ewig so weiterleben wie in diesem Sommer in Griechenland, wo die Zeit teilweise fast ein bisschen stehen geblieben ist. Pünktlich auf den Maizug, unserem alljährlichen Stadtfest, sind wir dann aber wieder heim in die verregnete Schweiz. Wir Aarauer sind uns das zum Glück gewöhnt und wollen uns von dieser Stimmung nicht vermissen. Der Rest des Sommers ist ja auch genug heiß und die Aare eigentlich jeden Tag bebadbar gewesen. Wir haben uns darum relativ schnell auch wieder in unserem Alltag hier zurück in Aarau eingefunden. Aber natürlich sind dank unserem anstehenden Nachwuchs schon bald wieder einige Sachen in Gang gekommen. Im September bin ich aufgrund von mehreren Schwangerschaft das erste Mal ohne sie mit Kontiki in den Norden rauf und habe dafür den Sammy, meinen Cousin, mitgenommen. Und kurz darauf bin ich dann aber auch mit der Melli noch das letzte Mal zu zweit weg in Babymoon. Zuerst auf New York, dem gibt es auch ein Video hier auf YouTube. Und dann noch für ein paar Tage am Strand auf Mauritius. Nicht, dass wir nach unserer Flitterwoche wirklich noch mal Ferien nötig hätten, aber uns war wichtig, dass wir die Zeit, die wir noch das Zweite haben, wirklich auskosten, noch mal ein paar Reisen unternehmen, die wir nachher vielleicht mit Kind nicht mehr so schnell machen. Und kaum zurück aus dem Babymoon hat es dann auch tatsächlich wieder geheissen, packen. Das mal zwar nicht für eine weite Reise, nur auf die andere Seite hier von der Aare. Leicht ist es uns aber trotzdem nicht gefallen, unsere geliebte Altstadtwohnung hier in Aarau aufzugeben. Aber mit Baby im 4. Stock ohne Lift zu wohnen und nie zum Platz zu haben für einen Kinderwagen und dazu noch eine Wohnung, die mit einer Wendeltreppe in den oberen Stock, ja, ich glaube, das wäre nicht gut gekommen. Dafür leben wir jetzt wieder in dem Quartier, wo Melli aufgewachsen ist, in einer kleinen, herzigen 3-Zimmer-Wohnung mit Garten und in unmittelbarer Nähe von unserer Familie. Ja, ihr seht also, 2022 hat nicht nur unzählige Momente für uns bereitgehalten, die wir nie mehr werden vergessen. Es war auch ein Jahr mit vielen Veränderungen gewesen.
bei Storyflow, im Business, aber vor allem auch bei uns persönlich. Ich habe das spezielle Jahr nochmal in diesem Video hier festhalten, gerade auch, weil wir das in diesen turbulenten Zeiten teilweise viel zu wenig gut geschafft haben. Nicht mal unbedingt nur, weil wir euch etwas Spannendes erzählen wollen, sondern vor allem auch für uns selber. Uns helfen nämlich die Videos auch, um nochmal zu reflektieren und zu sehen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Etwas, was uns nicht immer so einfach fällt und wo wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfacher wird in der nächsten Zeit. Gerade weil die kommenden Wochen und Monate sicher nicht weniger turbulent oder aufregend werden sein. Wir haben aber fest vor, auch mit dieser bis jetzt grössten Herausforderung für uns dran zu bleiben und unsere Geschichte weiterhin selber zu schreiben. Und damit die Ende 2023 nicht wieder vor dem gleichen Dilemma stehen wie jetzt und alles in einem riesengroßen Video muss erzählen, haben wir uns für das neue Jahr vorgenommen, mit einem Weekly-Vlog zu starten. Mit der anstehenden Geburt können wir euch da zwar noch nicht zu viel versprechen, wenn dass da die ersten Videos wirklich genau kommen, aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Das Ziel ist natürlich, euch ein bisschen auf unserer Reise als werdende Eltern mitzunehmen, aber auch euch mehr Einblick in unseren Alltag hier bei Storyflow zu geben. Wenn euch das interessiert, dann unbedingt abonnieren und auch Glocke aktivieren, damit ihr es dann nicht verpasst, wenn ein Video online kommt. Bis dann wünschen wir euch einen ganz guten Start ins neue Jahr. Habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen.